Hallo Leute, ich möchte heute mit euch einen kleinen Mythos auseinandernehmen. Etwas, was mir in sämtlichen YouTube-Tutorials immer wieder auffällt. Wie man einen PC schneller. Was tun die Leute? Sie tippen hier msconfig ein. Dann gehen sie hier auf die Systemkonfiguration. Dann gehen sie hier auf Start, auf erweiterte Optionen. Dann tippen sie hier den Prozessanzahl. Packen sie ein Häkchen rein und gehen hier dann auf das Maximum. Was glauben die Leute, warum das Ganze so ist? Also, wollen wir noch mal gucken. Also, mein System hat 6 Kerne und 12 logische Prozesse, also 12 Threads. Was macht dieses Programm? Was macht dieses klitzekleine Programm? Es sagt, mit wie viel Kernen soll Windows starten, beziehungsweise mit wie viel Threads. 6 Kerne, 12 Threads. Im Normalfall packen die Leute dann hier eine 12 rein, tippen auf OK und dann auf Übernehmen. Bringt das was? Im besten Fall nein. Im schlechtesten Fall bootet Windows nicht. Wenn wir hier jetzt 1 eintippen, auf OK tippen, auf Übernehmen klicken und dann versuchen, den Rechner neu zu starten, dann kann es sein, dass die grafische Oberfläche hier, alles was hier an Grafik da ist, einfach nicht lädt. Es kann sein, dass man in eine Dauerschleife, in eine Dauerbootschleife hineinkommt. Und leider lässt sich das auch nicht so einfach ändern. Einmal den Haken hier gesetzt und diese Zahl hier einfach nicht geändert, einfach auf Übernehmen geklickt, dann fährt Windows tatsächlich nur noch mit einem einzigen Thread hoch. Was passiert im Normalfall, wenn dieser Haken hier nicht gesetzt ist? Dann fährt Windows automatisch mit allen verfügbaren Kernen hoch und mit allen verfügbaren Threads hoch. Dieses kleine Programm hier, msconfig, Systemkonfiguration, die Startoption, ist dafür ursprünglich gedacht, dass man Bugs erkennt, sie ist für Spiele- und Treiberentwickler gedacht, um zu sehen, wie viele Prozessoren, wie viele logische Prozesse überhaupt nötig sind, damit der Treiber noch vernünftig läuft. Dafür ist dieses Programm ursprünglich gedacht. Es macht keinen Leistungsboost. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich setze hier einen Haken rein und kann dann hier noch viel weiter runter scrollen. Nein, ich scroll hier, es passiert nichts, ich kann nicht weiter runter scrollen. Das wollte ich einfach mal loswerden. Es ist einfach nur ein Mythos. Es ist ein Mythos, der sich immer weiter reproduziert. Es bringt keine Performance mehr. Es bringt auch keine FPS. Wer euch sowas erzählt Scheiße. Das wollte ich einfach mal loswerden.